gehe heute für mein Büro, meinen kleinen Abschied an der Diät mit Schokolasachen, Molle, Muffins und Brownies. Kijk maar wat de muffins doen. Weil der tut den mal einfach geil ist. Ich will schon just gerne meinen Kopf dran zappen. Sauerei gemacht. Schade nicht. Ich habe gerade ein Paket geschickt von No Excuses aus Deutschland. Das ist eine relativ neue Sportmarke. Mit der ich zusammen arbeiten und ich habe mein erstes Pack geschickt. Ich weiß nicht mehr, was dran ist. So, dann haben wir hier Snapback. Rosa natürlich, gesagt schon mal ganz cool aus. Sieht ein bisschen rot aus im Video, aber das ist aber rosa. No Excuses Apparel. Und dann haben wir hier ein Tanktop. Auch rosa, meine Lieblingsfarbe. Train, Eat, Sleep, Repeat. Genau das, was ich im Moment mache. Und hier ein Zip-Hoodie. Schwarz mit rosa. No Excuses. Und dann muss man auspacken, jetzt gucken, was da drauf steht. Ausgepackt. Oh, der fühlt sich mega gut an den da. Oh, der ist so richtig gut mummelig, das da. Der geht noch mal direkt da. Voilà, normale schwarzen Hoodie, aber mit kurzen Ärmeln, weil mit mir langen Ärmeln das tut mir schon nicht so gerne. Und dann stoppeln sie sowieso ab. Voilà, heute sieht er mein Kerl. Und du kriegst er es. Und dann haben wir hier den Tanktop. Und den ein Kerl ab. Oh, Knatschhose. Mega geil. Ich meine immer der fallen Job. Voilà. Oder hier mein Kagesiterin. Stehen hier noch Train, Eat, Sleep, Repeat. Perfekt. Und haben drauf. Auch mein ja. So schickfrei nicht gesagt. Ich habe die Kollaboration mit No Excuses. Und ich werde natürlich auch mein Review darüber schreiben. Wahrscheinlich schon nicht direkt. Wahrscheinlich nicht direkt, weil ich den mal will testen, wenn ich sie 1-2 Mal an der Wäsche habe, ob da etwas ist. Weil, wie ihr wisst, ich mache zwar auch mal so Reviews, aber die sind immer 100% ehrlich. Und ich fand es einfach blöd, für ein Review zu machen, ohne dass ich Sachen getestet habe, weil das ist da gar kein ehrliches Review mehr. Und das heißt, ich benutze den mal eine Woche und dann schreibe ich ein kleines Review oder ich setze dann meinen Vlog mal dran, wo ich echt so wie Qualität ist, wie sie sich noch auffühlen, nicht der erste, zweite Wasch, aber wie sie sich beim Training auffühlen, weil das auch immer so gesagt und gesagt, schön aus und dann am Endeffekt sitzt es mega scheiß oder fühlt sich irgendwie komisch beim Training. Das war also noch nicht viel gelaufen, das ist nur von der Woche. Ich schaue mit der frei, das heißt, ich gehe mit einer Kommission machen, muss bei meinem Coach mal so gehen, ein paar Supplemente kaufen, Ticket kaufen in GRB Open. Die kriegt dann nämlich schon da am Vierverkauf für ich meine 20 €. Den Abend an der Fitness, ich habe eine Relaxzeit, gehe ich ein bisschen spät, sind noch meine Leute da. Weil am Ende sind die Leute immer ganz motiviert, am Ende sind nicht mein größtes Beintraining. Und nach davon tun Leute rundherum hängen und ich kann meine Supersets oder Trisätze nicht machen, wie ich will. Ja, vielleicht hole ich erst mal, ich gucke, wenn ich nur daran denke, die Kamera mal zu holen. Da sind schon eine Katastrophe dran. Und dann gucke ich, wie das vorher ein bisschen mehr hin und her mal zu holen, weil ich nehme mich ganz frei. Also wieder vielleicht auf meinem Snapchat das auch gesehen hat, sind eine Sache für mich gekommen. Eine andere App ist von
Sweet Sweat. Meine Schwester hat das bestellt. Wir haben das nämlich immer beim Honey Buns Fit gesehen. Das ist Jen Hewitt aus Amerika, hat das Fitnessmodel und voilà, ich gesehen halt immer auf seinem Snapchat. Und auch beim Buff Bunny, wer da vielleicht schon auf meinem Woman Crush Wednesday im Blog gesehen hat. Da ist auch ein Sweet Sweat Athlet und ich habe mal gesehen, dass sie furchtbar schweißen da und das ist genau das, was ich brauche während der Präparation. Meine Schwester natürlich auch. Und da haben wir uns gedacht, dann bestellen wir das mal. Weil ich stelle halt gut, das ist ein Kerl, das ist für Sweet Sweat. Voilà. Wir haben den Waist Trimmer Belt. Ich weiß nicht, ich habe es gekauft. Voilà, und natürlich auch rosa. So gesagt, das ist, wenn ihr nun hört. Dann haben wir dann Ritschrad. Das ist so groß. Und den dann halt so rundherum. Ja, zack. Was haben wir noch dabei gekauft? Wir haben das noch den Stick bestellt. Das ist die Verpackung. Nichts Spezielles. Und dann haben wir heute den Stick. Den das natürlich schon ab. Natürlich schon ein bisschen probieren. Das wie ein riesig fettes Brett kann ich da draus drehen. Voilà. Und das schmiert den dann auf ja, die Plätze, wo ich am meisten verschweißen. Das ist bei mir zum Beispiel der Bauch manisch und dann ein bisschen Beine von den Beinen, Bauch von den Beinen. Voilà, das ist das und da kommt man nach einfach noch etwas dran. Ein Kado, also immer gut. Zweimal ein Sweet Sweat Gel. Das ist bald nämlich wie den Stick. Just, dass es heute noch mehr darum geht, für wirklich, dass es wirklich warm geht. Ich weiß nicht, ich habe einen Druck von das gesehen. Voilà. Du hast dann, wo kein Druck ist, und wo auf den Platz, wo es dann drauf ist, das steckt doch ganz warm dann. Und den ist auch eben gemacht für Zirkulation, für dass ich mich schweißt, für den Warm-up ein bisschen zu akzelerieren und eben Recovery, dass Muskeln nicht direkt so kalt sind. Das ist für allem gut nur am Winter, wenn man so eiskalt ist, wenn ihr das im Fitness könnt. Und das ist natürlich auch gut, wenn die Muskeln weh hat, das ist, wenn die den warm halten, weil sie sich weh getan hat oder so, etwas gezogen hat, etwas kleines Geraus oder so. Das wie Reparil Gel Voltaren. Ich habe heute Morgen für die allererste getestet, für mein Cardio-Moyes. Ich habe Platz nass und ich denke, ich probiere noch während dem Beintraining mal umzutun, für zu gucken, ob es steht. Es scheint zwar wirklich elastisch zu sein, wie ihr gesehen habt, kann auch gut zerdrütteln. Aber beim Training ist das immer noch eine andere Sache. Voilà, dann probieren wir das mal und dann soll ich mal, wie das Feedback ist. Ich denke, die werde ich noch können aufwaschen, sonst ist das ziemlich ruppig. Und voilà. Das war es schon dafür. Das nachher Besuch kommt. Und zwar die Dickfett Küche. Die packen wir zusammen mit Mumble aus. Ja, Mumble. Du sagst ja, Mumble. Mumble will nicht auf die Kamera. Das ist nämlich als Tanning-Kabine. Ich muss erst einen Spiegel, weil das ist riesig groß. Oh putain. Voilà. Sieht ihr da ein bisschen Wasser? So. Die ist riesig. Wenn sich heiß durchstellen, Modelle zugelöscht. Für heim, für den Tanning können zu machen, ohne alles zu besauen. Ja, wie ihr im Video gesehen habt, die springen dann vorab. Das heißt, das ist auch relativ einfach für die dann mal auf den Konkurs zu holen. Ja, das die Zeit in sich.
Im Boden, den stand durchhin, das nicht gerade so gesaugt wird. Und da können wir was nehmen, Tanning. Gerade hier zu Saarbrücken. Ja, danke. Aber Schokolade. Tammy. Schokolade. Schokolade.